Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokal-Halbfinale. Ja, mit einer ganz klaren Kiste und ein 2:0 für uns. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir rein in den Bums. Es ist spät. Gibt Gas. Einfach die Frage für mich. Ehrlich? Ja. Ehrlich? Dann Ehrlich? starten wir direkt mit einer Frage. Ist das noch nicht rumgesprochen? Oder? Aber es ist nicht neu, ich mache das immer so. Ehrlich? Ja, wirklich. Ja, dann Feuer frei. Bitte. Wer möchte? Herr Kompanie, was sagen Sie zum Spiel? Die erste. Stefan von Nox vom Kicker. Da muss ich wohl, ne? Herr Julman, das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit, da hat man nicht so richtig erkennen können, wie das Bayer will und wie Bayer will. Können Sie ein bisschen was einordnen zu der ersten Halbzeit, was da der Ansatz war und warum das in der Umsetzung gar nicht geklappt hat? Weil das Einzige, was ich so erkennen konnte, die Idee mit Vazquez im Mittelfeld draufzuschieben, wenn man höher verteidigt hat, um da vielleicht mal auch einen Ballgewinn zu erzielen, aber funktioniert hat es ja nicht. Es ist nicht die Situation mit Lukas rechter Seite. So haben wir auch gespielt letztes Mal gegen Bayern, nur mit Monchi. Aber ich glaube, Bayern hat sehr, sehr gut angefangen und es gibt immer zwei Mannschaften auf dem Platz. Wir haben nach einer Balleroberung zu wenig gemacht. Du musst sehr, sehr schnell mit Aktivität, mit Pässe schnell rausspielen oder nach hinten hinter die Kette. Aber die beide hat nicht funktioniert. Wir haben nicht diese... Gar nichts hat funktioniert. Null, nothing. Null. Wir haben sie gar nicht atmen lassen. Wir haben sie absolut nicht ins Spiel gelassen. Ja? Gar nicht. Jeder lange Ball wurde abgefangen von Opa und Tar und alles andere haben wir im Gegenpressing. Conny Leimer war ein absolutes Monster über die linke Seite. Da war nichts. Da war nichts zu holen für Leverkusen. Ja? Null. Also sie haben nicht einen Torschuss gehabt. Also über was reden wir? Der erste Torschuss war in der 60. Minute das gefährliche Ding. Ja. Das war der erste Torschuss von Leverkusen. Zu Hause. Im Halbfinale. Möglichkeiten Sagt alles, in die Tiefe. Und auch wenn wir spielen nach einer Balleroberung, haben wir zu wenig gemacht. Es war zu langsam. Und deswegen die Gegenpressing sehr schnell und es war schwierig. Sehr gut von Bayern, aber auch zu wenig von unserer Mannschaft. Wir haben es besser gemacht in der zweiten Halbzeit, ein bisschen mehr Aktivität nach einer Balleroberung. Schnell rausspielen und dann öffnen den Platz. Und das war besser, viel besser in der zweiten Halbzeit. Aber es gibt immer unsere Leistung, aber auch einen sehr, sehr guten Gegner. Und du hast nicht viel Zeit gegen Bayern in dieser Situation. Und sie haben das sehr gut gemacht, wir haben zu wenig. Aber sehr viel besser zweite Halbzeit und Marc Flecken hat uns in... Boah, auch zweite Halbzeit fand ich Leverkusen nicht gut, sage ich euch, wie es ist. Ja, sie hatten da mal 5 Minuten, wo wir in der eigenen Hälfte standen. Ja, grandios. Wow. In einem Halbfinale. Zu Hause. Im Spiel gehalten. 3 Schüsse aufs Tor bei uns. Davon war einer gefährlich. Insgesamt, was? 4 Schüsse? 5 Schüsse? What the hell, über was reden wir, Alter? Und deswegen haben wir die letzten 20 Minuten eigentlich eine Möglichkeit. Wir brauchen nur eine Situation im Strafraum, ein Glückmoment oder einen Abschluss. Und so bis zum Ende haben wir versucht, aber wir müssen auch sagen, die verteidigen auch sehr gut. Und wir haben nicht diese letzte Möglichkeit. Nathan, Ja, sehr guter Abschluss. Ein Header von Schicki, aber von da nicht viel. Gute Gegner, aber wir haben auch mit sehr guter Qualität zweite Halbzeit gespielt, glaube ich. Ja, red dir das gerne schön so. Mach das ruhig. Ich sehe das komplett anders, Alter. Axel Hesse von der Sportbild, bitte.
Hallo, Herr Julmann. Axel! Ich will die Qualität von Bayern München keineswegs in Abrede stellen. Das ist schon richtig gut. Aber jetzt haben Sie selbst gerade eben gesagt, von unserer Mannschaft war es dann zu wenig. Ist das in einem Pokal-Halbfinale dann einfach auch besonders enttäuschend? Weil da sollte ja, Sie mögen das Wort Das sollte Feuer nicht, brennen, aber Alter. der Platz brennen, wie auch immer. Also da mehr kommen. Nein, es war Feuer, es war alles Mut und alles. Es ist so ein Gegner, da muss unbedingt sehr schnell spielen und auf den Platz auch mit die richtigen Momente. Es ist nicht Feuer, es ist nicht Mentalität, es ist auch ein guter Gegner, der unter Druck setzt. Es ist nicht nur wir. Aber sehr groß. Es war trotzdem zu wenig von Leverkusen, meiner Meinung nach. Klar, wir waren super stark, Alter, muss man echt sagen. Ja, also wir haben sie ja wirklich nicht atmen lassen. Ja, aber Leverkusen hat auch nichts Besonderes gemacht irgendwie. Ja, entweder haben sie versucht, einen langen Ball zu spielen hinten raus, oder sie haben versucht, über eine Außenposition rauszukommen. Also da war sofort das Gegenpressing da. Ja, also weiß ich nicht. Es war ja klar, wie wir da auftreten eigentlich. Aber gut, ich muss zum Glück nicht Leverkusen Lob bewerten. für die Mannschaft. Wir haben es ein bisschen verändert und wir bin zurück im Spiel gegen Bayern die zweite Halbzeit, die letzte 30 Minuten, 20 Minuten, eine Möglichkeit. Naja, die letzten 8 Minuten hat Leverkusen gefühlt 1 Minute Ballbesitz gehabt. Also ja, auch das kann man sich ja gerne schönreden. Ja, also ja, sie hatten davor eine Phase, wo sie in unserer Hälfte waren, gar keine Frage. Aber da war ja auch nichts. Kreativität null, gar nichts. Wir standen einfach hinten, haben gut verteidigt, 5 Minuten lang und das war's. Also über was reden wir? So, nein, es ist Klar, natürlich hat das Spiel davon gelebt, dass es nur 1:0 steht und wie er sagt, immer mal so ein Sonntagsschuss, sonst was, ja, kann immer mal passieren, so keine Frage. Aber das jetzt irgendwie stark zu reden, das nicht aber mit gut. Feuer zu tun. Nicht unsere Baustelle, Alter. Zum Glück. So, hören wir was von Winnie oder mache ich hier eine Diam Sport Leverkusen-Reaction? aus oder was? Bulgarien. Herr Jürmann, Platz 4 ist noch möglich in der Bundesliga, wird aber schwierig. Ein 5. Platz für die Bundesliga ist aber noch möglich. Heißt das, Sie werden den Bayern jetzt die Daumen drücken in der Champions League? Ja, natürlich. Nee, werden sie Aber nicht tun. Was ist das für eine egal, Frage, von Alter? dieser Situation natürlich immer mit uns nationale Mannschaften hoffen, dass es geht gut. Für deutscher Fußball ist es wichtig, mit Punkte zu holen für die deutsche die Punkte. So deswegen ja, aber natürlich hoffen wir alles Gute für Bayern im Champions. Thomas Esser bitte, dpa. Ja, hallo, eine Frage an Herrn Kompanie. Halleluja. Wir haben Sie Wollte schon heute ausmachen. Jamal Musiala gesehen, er hat fast durchgespielt. Fand ich, war auch defensiv stark. Wie haben Sie ihn gesehen, defensiv und offensiv? Ja, Jamal war gut heute, das war deutlich. Und er spielt jetzt in die letzte Woche, glaube ich, zumindest vom Gefühl her wieder befreit. Und das hilft natürlich. Ja, seit Pauli habe ich ja gesagt da im Spiel. Ne? Da gab es so einen Knackpunkt und seitdem sieht man das, dass er wieder viel, viel mehr Selbstvertrauen in seinen Körper hat in den Zweikämpfen und so. Auch bevor diese Alter, was ist das denn für ein Mikro, ey? Zeit hat er trotzdem immer wieder seine Momente gehabt für uns. Glaube ich jetzt 10 Torbeteiligungen in ganz wenige Spielminuten. Es gibt nicht viele Spiele, die das machen können. Er hat das wahrscheinlich die Hälfte davon gemacht in einer Situation, weil er sich vielleicht nicht gut gefühlt hat. Und jetzt kann man sehen, dass diese Spielfreude langsam zurückkommt. Trotzdem bleibe ich dabei, wenn man aus so einer Verletzung kommt, dann darf die Druck nicht auf Jamal sein von uns. Weil die Frage komme immer, aber wir haben Harry, wir haben Maike, wir haben Lucho, die haben schon die ganze Saison geleistet. Und wenn Jamal wieder reinrutscht und dann irgendwann wieder sein Niveau findet, wie er das jetzt gezeigt hat heute, dann wird er uns auf jeden Fall stark machen. Ja. Patrick Schäfer, Und bitte. ich will vielleicht noch mit einer
Ich verstehe natürlich, wenn eine Mannschaft verliert, dann kommen 3, 4, 5, 6 Fragen. Die ersten Fragen sind für die Verlierer, nicht der Sieger. Das fällt auf. Das Einzige, wir haben unsere erste Halbzeit eigentlich sehr, sehr gut gespielt. Eine unserer besten Leistungen soweit. Die Intensität war perfekt. Uns Ballbesitz und Tempo waren einfach sehr, sehr gut. Und was Leverkusen geschafft hat in die zweite Halbzeit, das haben nicht viele geschafft. Normalerweise, wenn wir in die erste Halbzeit so durchkommen, dann machen wir das Spiel vorbei. Ist nicht passiert und das haben sie sich erarbeitet. Naja, finde ich nicht, dass Leverkusen sich das erarbeitet hat, Alter. Wir hätten halt vorne einfach mal das zweite, dritte Tor machen können. Ist ja nicht so, dass wir keine Chancen mehr hatten, ne? So, ich weiß nicht, wo hat sich Leverkusen das erarbeitet, Alter. Nicht nur, weil wir wenige gemacht haben, einfach, die haben noch besser Fußball gespielt. Und es wäre ganz einfach zu sagen, okay, wir schießen jetzt alle Bälle nach vorne und lang und dann schauen wir mal, was passiert. Das haben die nicht gemacht. Die haben sich zurück in dieses Spiel gekämpft und deswegen vom Gefühl her, also ich glaube, was Leverkusen heute geleistet hat, einfach sehr gut war und wir haben auch gute Leistung geliefert und wir sind zufrieden, aber das muss auch gesagt werden. Patrick Scherer dann bitte, Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau. Ich muss leider trotzdem noch eine Frage an den Verlierer stellen. Wie Vincent Kompanie gerade gesagt hat und du auch gesagt hast, es war dann am Ende ein offenes Spiel oder beziehungsweise es war bis zum Schluss zumindest spannend, lag aber... Alter, wo war das denn ein offenes Spiel? Keine Ahnung, habe ich so die Vereinsbrille auf heute in dem Spiel oder was? Was ist los? Für mich war das ein Klassenunterschied, Alter. Leverkusen war zu nichts in der Lage, Alter. Die haben einen gefährlichen Torschuss gehabt. Einen. In fucking 93 mit der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit 94 Minuten. Wo reden wir denn da bitte von einem offenen Spiel, Alter? Was ist denn los mit denen? Vor allem auch an Marc Flecken und daran, dass vielleicht Bayern ein bisschen mit den Chancen verschwenderisch umgegangen ist. Ja. In den letzten Jahren war es ja aber trotzdem immer ein krasses Duell auf Augenhöhe. Was glaubst du, muss passieren, damit dieses Duell wieder... Ja, das kannst du jetzt nicht dem Trainer. Das ist ja jetzt da der zweite, dritte Trainer diese Saison oder was? Hat einen komplett neuen Kader. richtig auf Augenhöhe stattfindet. Wieder zu Gar lernen, nicht wieder mehr. zu entwickeln. Ich habe es früher gesagt, wir haben einen großen Umbruch. Letztes Sommer 14 neue Spieler im Kader. Ich glaube, Bayern München hat 3 Spieler geholt und weitergearbeitet von letzter Saison. Es ist ein großer Umbruch. Es geht weiter. Wir haben sehr viel gelernt. Und diese neue Spieler, diese neue Mannschaft ist auf gutem Weg. Wir haben so viel Potenzial, glaube ich. Und diese Saison ist schwierig, natürlich. Aber wir haben insgesamt sehr gut geleistet, finde ich. Und die Spieler hat alles versucht und gekämpft und mit Feuer gespielt. Und ich glaube, wir haben große Potenzial in diese Vereine, mit dieser Mannschaft. Bitte sehr. Eine Frage an Herrn Kompanie. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Pokalfinaleinzug. Es war heute auch ein sehr, sehr körperbetontes Spiel, viele harte Zweikämpfe. Sie waren selbst ein beinharter Verteidiger, aber jetzt in der Funktion als Trainers zuckt es da bei Ihnen auch hin und wieder mal zusammen. Insbesondere jetzt, wo es in die wichtigen Wochen geht. Vielen Dank. Ja, ich finde es super, wenn Jamal diese Dribblings macht und Michael und Lucho, aber ich liebe einfach auch diese Zweikampfteil vom Spiel und das gehört dazu. Das hilft uns auch in diesen Momenten, die Körperlichkeit auch, um vielleicht dieses Druck zu erhöhen auf die Gegner. Das war weniger der Fall in der zweiten Halbzeit. Wahrscheinlich hat das wahrscheinlich auch das hat Leverkusen sich auch erarbeitet. Aber nein, das sind wir auch gewohnt. Das ist unser Spiel. Das machen wir schon seit 2 Jahren jetzt. Und wir werden auch immer besser da drin. Und das gehört zu unserem Spiel. Ja. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, sind wir durch. Gute Heimreise dann. Danke. Dankeschön. Ciao. Wir sind auch durch, Leute. Rot-weiße Grüße. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.